Einige der beliebtesten modernen Argumente, um die Theorie der natürlichen Unsterblichkeit der Seele zu beweisen, sind Nahtoderfahrungen. In seinem Buch Life After Life, The Investigation of a Phenomenon, Survival of Bodily Death präsentierte Raymond A. Moody Jr. die Ergebnisse seiner 5-jährigen Studie mit mehr als 100 Menschen, die den klinischen Tod erlebten und wiederbelebt wurden. Diese Personen behaupteten, ein liebevolles und warmes Lichtwesen gesehen zu haben, bevor sie ins Leben zurückkehrten. Das wurde als aufregender Beweis für das Überleben des menschlichen Geistes über den Tod hinaus angesehen. Im Laufe der Jahre wurden viele andere ähnliche Bücher veröffentlicht, die die gleiche Idee propagierten. Alle Nahtoderfahrungen, von denen in der modernen Literatur berichtet wird, stammen von Menschen, die als klinisch tot, aber nicht wirklich tot galten, im Gegensatz zu Lazarus, der 4 Tage lang tot war und dessen Leichnam verweste. Weder Lazarus noch irgendeiner, der in biblischer Zeit von den Toten Auferweckten erwähnte, jemals eine Erfahrung im Jenseits, sei es im Paradies, im Fegefeuer oder in der Hölle. Dies ist natürlich ein Argument, das sich aus dem Schweigen zu diesem Thema speist, aber es steht in voller Übereinstimmung mit den biblischen Lehren darüber, dass die Toten ohne Bewusstsein sind. Aber was ist mit den Nahtoderfahrungen, von denen heute so häufig berichtet wird? Wenn wir die biblische Lehre vom Nichtbewusstsein der Toten akzeptieren, dann bleiben uns 2 Möglichkeiten. Entweder handelt es sich um eine natürliche, psychochemische Halluzination unter extremen Bedingungen oder um ein übernatürliches, satanisches Täuschungserlebnis. Satanische Täuschung könnte in der Tat die Erklärung sein, besonders weil diese Menschen in einigen Fällen behaupten, mit ihren toten Verwandten gesprochen zu haben. Es könnte aber auch eine Kombination aus beiden Faktoren sein.